Verehrte Frau Sladek, sehr geehrter Herr Dr. Sladek, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Sie beide, liebe Frau Ursula Sladek und Herrn Dr. Michael Sladek, herzlich zum Innovationspreis des Internationalen Wirtschaftsforums Baden-Baden zu beglückwünschen. Das namhafte Kuratorium des Wirtschaftsforums hat eine sehr gute Wahl getroffen. Ursula und Dr. Michael Sladek sind wahre Pioniere der Energiewende. Sie haben diese Energiewende schon lange vor der Atomreaktorkatastrophe von Fukushima im Blick gehabt und gezeigt, dass sie Sinn macht, wenn man sie auch wirklich sinnvoll umsetzt. Sinnvoll im Hinblick auf die ökonomischen Impulse, die dadurch ausgelöst werden. Sinnvoll im Hinblick auf die politischen und gesellschaftlichen Effekte, die durch die Energiewende erzeugt werden können und sollen. Und sinnvoll im Hinblick auf unsere moralische Verpflichtung, unseren Planeten den uns nachfolgenden Generationen in einem lebenswerten Zustand zu überlassen. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Diese Maxime des Philosophen Hans Jonas aus den 1970er Jahren gilt heute mehr denn je. Und diese Maxime war und ist Grundlage des Wirkens des Ehepaars Sladek. Die von ihnen 1994 gegründeten EWS, die Elektrizitätswerke Schönau im Schwarzwald, sind aus einer Elterninitiative gegen Atomkraft nach der Tschernobyl-Katastrophe entstanden. Sie sind daher wohl nicht nur die ungewöhnlichsten Stromversorger des Landes, sondern auch derjenige mit den engagiertesten und weitreichendsten Zielen. Das Ehepaar Sladek und die EWS wollen nicht nur den Wechsel zu sauberem Strom ermöglichen, sie wollen den Menschen Mut machen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, zu verändern und zu gestalten. Und es gelingt. Überall in Deutschland finden sich immer mehr Menschen, die nicht nur Ökostrom beziehen, sondern selbst Zeichen setzen. Über die Jahre entwickelte sich ein stetig wachsender Kreis von bundesweit vernetzten Mitstreitern, Initiativen und Umweltorganisationen, die gemeinsam mit den EWS Energieversorgungsprojekte planen und in vielen regionalen und bürgernahen Aktionen verwirklichen. Die Vision einer nachhaltigen Energiezukunft wird dabei ebenso anschaulich und erlebbar wie durch die inzwischen mehr als 2600 ökologischen Bürgerkraftwerke, die von den EWS gefördert werden. Aus einer Bürgerinitiative entwickelte sich also eine Gründerinitiative, aus Stromrebellen wurden Unternehmer, Protest führte zum zukunftsweisenden und profitablen Unternehmen. Der Weg hin zu diesem Unternehmen war steinig und schwer. In jahrelangen Kämpfen und mit Hilfe zweier Bürgerentscheide mussten verkrustete Monopolstrukturen aufgebrochen werden. Aber selbst stark überhöhte Kaufpreisforderungen des alteingesessenen örtlichen Energieversorgungsunternehmens konnten das Ehepaar Sladek und ihre Mitstreiter nicht aufhalten. Als einziger bundesweiter Ökostromanbieter betreiben die EWS heute Stromnetze, eine ökologische, dezentrale und bürgereigene Stromversorgung für mittlerweile mehr als 160.000 Privathaushalte und hunderte Gewerbebetriebe und Industrieunternehmen bundesweit. Nach der Liberalisierung des Strommarkts 1998 waren die EWS das erste Energieversorgungsunternehmen, das in seinem Versorgungsgebiet allen Stromkunden ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen verkauft hat. Seit 2009 geben die EWS Gas. Die Bewerbung um die Gaskonzession in Schönau war erfolgreich. Seither können Kunden in Baden-Württemberg und seit März 2015 auch bundesweit von den EWS Gas beziehen. Ein Teil des Gaspreises wird wie beim Strom als Sonnencent für die Förderung der ökologischen Energieerzeugung eingesetzt. Mit diesem vorbildlichen bürgerschaftlichen Engagement hat das Ehepaar Sladek maßgeblich zu der ökologisch orientierten Wende bei der Energieversorgung beigetragen.
Seit vielen Jahren arbeiten die beiden konsequent, zielstrebig und mit höchstem persönlichen Einsatz für ihre Idee. Damit haben sie Großartiges nicht nur für Schönau und für den Schwarzwald, sondern für ganz Baden-Württemberg und Deutschland geleistet. Sie sind und bleiben ein Vorbild für den mündigen, mutigen, kritischen und vor allen Dingen ehrenamtlich engagierten Bürger zum Wohle der Gemeinschaft, unserer Bürgergesellschaft. Der Philosoph Karl Popper sagte einmal, unsere Einstellung der Zukunft gegenüber muss sein, wir sind jetzt verantwortlich für das, was in der Zukunft geschieht. Auch diese Maxime hat sich das Ehepaar Sladek mit großem Erfolg zu eigen gemacht. Dafür herzlichen Dank.